Ekjran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma ekjran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier vandaag im Studio waar met mij Peter Wol. Wir wollen vandaag over een thema reden, wat zich identiteit nennt, oder identity, oder identiteit op Spanisch. Dat is wat van het woord. Wat betekent het woord zedaag? Wat heb je dat verstaan? So, erstens, wenn wir über Identität reden, dann reden wir von einem Ding, was in der Bibel ist, aber das wird ja für dich nicht. Okay. So, was meinst du? So, Identität ist, wer du bist. Okay. So, du bist aus Paraguay geboren, du hast deine Cédula, und auf deiner Cédula steht Identität Paraguay. Cédula de identiteit. Dat betekent cédula, dat is een papiertje, een kwartje. De identiteit, dat betekent een kwartje van waar ik zie niet. Zo. So, du bist ein Bürger von Paraguay. Okay. Ich sehe ein Bürger von Paraguay in Mexiko, aber dann noch von Bolivien. Oder hier dorthin. So, und wenn wir von über Identität von der Bibel reden, dann reden wir mehr aus von ein Landje hier. Okay. Dann reden wir von, aber wir hier zu der Ewigkeit, zu Gott, zu Jesus. So een andere woord würde dann sein, wer zie ik in Christus, oder wat betekent mij, wo zie ik in Christus niet, oder wer ik zie ze recht. So, wat zegt ons de Bibel zu dem Thema? Wir können sehr viel Bibelversen lesen und die betrachten dort, wer sind wir in Christus. Aber bloß ein, und das ist Römer 8, Vers 1. Die sagt, dann ist nun nicht mehr zu verdammen und die in Christus Jesus sind, die nicht so leben aus dem Fleisch verlangt, aber so aus dem Geist verlangt. Okay. Ich glaube, wir verstehen das alles ziemlich gut und wir sagen für na, ich sehe nicht gut genug. Aber mit mir ist es nicht wunderbar. Ich weiß auch nicht, dass ich in den Himmel komme. Der andere ist besser als ich. Ja, der andere verdient ja, aber für mich nicht. Und wenn das Vers sagt, dass ich nicht zu verdammen, der in Christus Jesus sind, dann bedeutet das so viel, dass Jesus hat mich frei gekauft. Ich gehe hier an. Die Ewigkeit ist versichert, ist mir versichert. Weil das, was der Vers sagt, du hast nicht mehr zu verdammen an mich. So, dann, weil ich die, wenn ich einmal Fußfrau, ist das wirklich ganz versichert, die Ewigkeit? Ich habe uns weiter, wo unsere Ewigkeit, wo wir die verbringen werden? Wenn wir Römer Kapitel 8 würden ganz lesen, besonders von Vers 26 und wieder, du sagst zum Beispiel, wenn Gott ab uns sieht, was kann uns, wer kann weiter uns? Und wenn Jesus vor uns ist, was kann uns verdammen? So, du hast nicht mehr, was uns von ihm vernommen hat, wenn wir arm sind. Wir leben im Fleisch und wir haben manchmal Umstände, oder sind manchmal Dinge, was uns vielleicht schwerfallen, was uns nicht schön geht, was uns, und der Teufel, der braucht uns nochmal zu versiegen, braucht zu sagen, hey, das ist nicht so, das stimmt nicht, das kostet nicht weit. Aber einerseits hat wir gesagt, wir gucken auf das Wort, auf Gott sein Wort, wir studieren dort, und selbst der Heilige Geist, Römer 8, Vers 16 sagt, der Heilige Geist gibt meinen Geist Zeugnis, durch Gott sein kennt sich. Wow. So, danke. So, wir sind dann vielleicht an einen Punkt nicht gekommen, das Wort, wer ich sehe. Ich kann nicht weiter, dass ich sie gerade. Das ist meine Identität. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, was mein Ziel im Leben ist. Wo geht das dann wieder? Wer sind wir in Christus? Ja, wir wollen noch Epheser 3, Epheser Kapitel 1. Wir wollen das Kapitel nicht lesen, aber ganz Kapitel 1, das fängt Vers 3 an und dann geht das wieder. Und Paulus riecht bloß Sachen ab, was ein Mensch hat, wenn er an Jesus glaubt. Was sind welche von diesen Sachen, die er abredet? Zum Beispiel Vers 3. Ans Herrn Jesus Christus, sein Gott und Vater, soll dafür ihr Lob fahren, dass er uns aus Himmelsbürger all die geistlichen Segnungen geschenkt hat. Erstens, Gott soll dafür ihr Lob fahren und dass er uns aus Himmelsbürger. So, wenn er einen Bürger sieht, dann gehört er dort.
So dann zie je niet plus maar een Kanadier, een Paraguayer, een Bolivianer oder was immer? Nou, ik zie een barrière van hem. Wie hier dat? Ik heb een volle draag, dat je het niet. En du het hem te zien, dan wordt het dan in diesen Vers redet. Ja, dan zegt hij daar, want met alle geestliche Segnungen beschenkt. So, maar we uns das nu verstehen, so wie wir hier sind, und manchmal denken wir so wenig von uns. So, Gott sagt, wenn wir uns mit alle geistlichen Segnungen beschenken, dann ist das ein Reichtum, was wir nicht schaffen können. Meine Aufgabe ist, zu sehen, zu nehmen und immer mehr mein Fleisch weich und das Geistliche zu sehen und das zu erfahren, was das ist. Wow. So, was sind andere Sachen, die onze Part von unserer Identität sind? Nächste Ding ist, bis der Verschweier. Sagt dort, hat er uns bestimmt an Christus, seine heilige ausschuldige Kinder zu sein. So, für die Welt, die wir, für irgendwas, was wir, hat Gott das bestimmt, dass wir seine Kinder sind. Ja, heilig nach ausschuldig. Ja. Und ausschuldig redet hier nicht von, der weiß wenig. Ausschuldig redet von, der ist ganz schuldfrei. Op Epheser 1, Vers 11. So, du sagst dort, en Christus hat er uns vooruit bestemd, en so Jesus, en wanneer hier van hij redt, dan bedoelt Gott. Gott hat uns vooruit bestemd, seine Orben zu sein. Also, wenn du ein Ohr bist, dann ist er ein Vater. So, Gott ist uns Vater, Jesus ist der Ganze, was uns das gibt. Und wenn wir das Thema verstehen, wer wir sind an Jesus, dann waren wir mutige Christen. Und uns staubt nicht irgendein Wind, bloß wenn ich gerne sage, nicht anders, was ich sage, oder was immer, das staubt uns vorher an, weil wir sind sicher. Und dort, wo wir haben. Und wir wollten uns durch geborgen. Ich habe laatst in einer Klasse, ich will Ihnen erklären, was glauben wir. Und wir haben bei der Lied am Hüsten, der hat ein Hängbad. Ich denke, ich schmeiß mir ein Hängbad nach. So, das ist Glauben. So schmiedet mir in Jesus nach. Und das ist, wer sehe ich in Jesus, so ich schmied mich ganz in Jesus nach. Und du sehe ich vollkommen sicher. Und die vertrüst dat Wort, Jesus Wort die catchen, Jesus Wort, der Wort die rare, der Wort die abheben von dem, aber du bist. Ja. Wow. So, was sagt das wieder über wer wir sind in Christus? Okay, weil nur 2. Korinther Kapitel 5 kommen. Ich kenne das wie ein von den, das wie den Lieblingsvers, nicht so? Ja, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21 ist mein ganz bester Vers in der Bibel. Weil ich mal Vers 19. Okay. Dort ist Gott wie ein Christus. Und er versöhnt die Welt mit sich selbst. So, nu haben wir ein bisschen 3 Beten im Alten Testament. Die Menschen müssen immer opfern. Jeder Jahr wir sowieso der Opfertag und danach, wenn sie irgendwas getan haben, müssen sie auch weiter opfern. Aber hier, wenn ich diesen Vers lese, ich habe kurz hier in das durch. Weil es Gott wie ein Jesus und er versöhnt die Welt mit sich. Wir Gott und Jesus mir an diesen Traut durch. Wir kein Menschenspiel. So, das soll man eine vollkommene Sicherheit, das kann ich mal verbringen. Weil es ist Gott mit Gott. So Gott selbst gibt sich selbst, wenn Jesus wir ihn sehen, er ist eint mit Gott. So er gab sich selbst, sich für uns versöhnt, oder uns gerecht mehr. Dann sagt er kann hier mal wieder lesen, sagt er verjäft den Menschen ihre Sinnen und hält an den nicht mehr fair. Und er hat uns die Botschaft von der Versöhnung anvertraut. Er kann hier bloß das Bild sein, wo wir, wenn irgendwer einen Fehler gemerkt hat, wo wir den Fehler aber in der nächsten rubbeln. Das wäre die Beste, das muss so wenig als die Beste. Und Gott kriegt das alles. Er würde das auch nicht kennen, wirklich. Ja, bei der gleich. Ich darf die ganz wahr genommen, für einmal fortgenommen. Vers 21. Gott mögt den, der von keinem Sinn wisst, an uns steht zu Sinn. Dort wie der Arm für Gott gerecht worden, so ist dort für Arm gelten. So, wir werden alle einen Tag nochmal, aber wir können einen Tag alle nochmal für Gott kommen. Und wenn ich mit meiner Gerechtigkeit abkomme, so ich habe so viel Gutes getan, und ich sehe, Lehrer, ich weiß, hat das getan, hat das getan, Gott hat sagen, dort hat nicht. Dort war, habt ihr weg schon nicht. Die einzige Gerechtigkeit, die wir haben, ist Jesus.
Wunderbar zu sein, wo wir verschiedenste Sachen hier sein in die Hand. Wir sind verseint, wir sind geheiligt, wir sind gerat, wir sind hatten aufgehört, wir sind verseint. All diese Sachen, wo wir hier sein in der Hand, wer wir nu sind. Was hält uns zu weiter, dass wir das sind? Kann ich nicht bloß ohne das leben? Was hält mir das weiter, wer ich nu in Christus sehe? Ich glaube, ich kann ohne das leben. Ich kann mich bekehren und ich glaube, ich kann ohne das leben. Und ich werde danach in den Himmel ankommen. Aber wenn ich das weiß, dort merkt mich bloß so viel stärker. Weil, wenn ich das weiß, wie ich sehe, ich habe eine unglaublich große Kraft an meinem Material. Wenn ich sage, Jesus ist mein Eitrag. Ich habe dort Material. Und das zu wissen, wer sehe ich? Erstens, ich will ein anderes Leben leben, wenn ich das weiß, wie ich sehe. Ich will nicht bloß nach Samaris schauen an eine Weg, aber nicht. Sondern das von Montag bis Montag sehe ich Christus. Und mir wollen auch die anderen Menschen wichtig sein. Wenn erstens, ich will auch haben, dass die sollen auch bei Jesus sein. Und ich will auch haben, dass die sollen starke Christen sein. Wenn es wird, wenn es dat is een ding wat op deze ganze Welt alle Menschen sollen das hier. Und die Bibel sagt, alle Menschen sollen zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Was hast du in dein Leben bejaht, als du anwärts, wer du wirst? Wo verändert das dein Denken? Dit weer in Mexiko mijn ganz beste in de Bibelschule. Ik weet een deel van de andere klassen wat we gehad hebben en zo weer, maar dit weer mijn hoogste punt. En ik zie zeer dankbaar voor de leraar wat we gehad hebben voor dit. En die immer waren weer hebben, immer waren kijk wer du bist in Christus. Kijk niet op die Vergangenheit, wenn dan was je niet verder weggekomen in Christenleven. Sondern kijk door wat Jesus has genomen en wat de Bibel nu te die zegt, wer du bist. So, und ich würde sagen, von 2015 bis von der, ich habe sehr gewachsen. Aber ich sehe noch lange nicht, wo ich hin will. Und besonders in der Thema kennenlernen. Weil bis mal waren nur einmal ein Vers 8 kommen. 8 Vers 1? 8 Vers 1. Zum Beispiel, dort sagt du hast keine Verdammnis mehr an die, die in Jesus Christus sind. So, wir mal sagen, dass wir sind hier eine große Gruppe Menschen. Und wir beschuldigen diesen Eduard Giesbrecht. Du bist. Und alle negative wird. Du gehst naar de Bibel und holst hier einmal 8 Vers 1 über den. Das hilft nicht mehr zu verdammen um mich. Lass die Menschen sagen, was sie sagen wollen. Lass sich ausdenken, was sie sich ausdenken wollen. Das schmeckt mir alle nicht an. Falls ich eine Person habe verletzt, dann will ich honest sein und recht haben. Aber wenn es nicht bloß ist, wenn ich Christ bin und ich glaube an Jesus, dann sage ich. Een van de zaken wat mij aan mij waren geholpen heeft in Römer 8 vers 37 is dat we in al dat de eeuwigheid hebben, we moeten kennen zijn, we gewinnen niet zo. En wenn hij der ons goed is. We brauchen nicht mehr aan een verlierer kan spelen. En mir ist das schuld zu sein, aber wenn du ein von den Christen bist, wat immer aan deze verlierer kan spelen, is immer die Rahmenschlaber ist natürlich. Das ist gut von das Leben. Das hält nicht zu sein, wenn es Jesus haft hat, betont wird. Was du da drauf? Hast du noch irgendwas, was du an der Tag hier sagen kannst, zu lassen? Ich würde jeder Mensch, wo ich dort erfährt, sich das Thema in der Bibel noten sehen. Durch in der Bibel zu kijken, zu lesen, wer sagt die Bibel, wer sie ich. Weil es ganz besonders für die Menschen, von der sehe ich das, maar sehe ich nicht das. Von der ja, maar nee, dat stom mal ab, ga naar de Bibel en lees dat. En wenn de Bibel wat alles aanzet, omdat hij ons kan houden. Wanneer ik daar blijf, dan wil ik geen grote invloed meer aan deze wereld voor Jesus. So, wenn wir dort mal einmal klar kriegen, wer wir sind, dann heeft dat een invloed naar buiten. Vielen Dank, Peter, für deine Zeit hier von dir. Identität, Identity, was immer wieder nahe wollen, das ist einfach wer wir sind in Gott sein Namen. Wir sind gerat, das ist das Wichtigste, dass wir uns raten. So, ich möchte Gott sehen wünschen, ich möchte die Freude, die Themakus mitteilen mit deinen Freunden. Für nun möchte ich die Gott sehen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekjran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur +591
7788 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.